Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist die Jungfrau-Zeitung Panorama, heute Abend aus Gotzwil. Das sind unsere Themen. «No Time to Die», der letzte Bond-Film mit dem Daniel Craig als Geheimagent. Wir waren bei der Premiere zu Thun dabei. Und in Heimberg hat man auf einer Baustelle 2 archäologisch wertvolle Öfen ausgegraben. Jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Corona-Tests müssen also doch selber bezahlt werden. Das hat der Bundesrat heute an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. Ab dem 11. Oktober muss man Corona-Tests selber zahlen, ausgenommen sind unter 16-Jährige und einfach Geimpfte. Zudem ist eine neue Impfkampagne geplant. In Steffisburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein TÜV-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag noch auf der Unfallstelle verstorben. Was genau passiert ist, das wird aktuell ermittelt. Es gibt Unterbrüche bei den Jungfraubahnen wegen Revisionen und Bauarbeiten. Nach der Herbstferien und vor dem Start der Wintersaison wird an den Bahnen gearbeitet. Betroffen sind neben dem Eiger-Express auch die Wengeren-Altbahn auf beiden Seiten und die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren. Die Strecke auf das Jungfraujoch bleibt durchgehend offen. «No Time to Die». So heisst der letzte 007-Film mit dem Daniel Craig als Geheimagent. Lange hat man ja auf das neueste Abenteuer von James Bond gewartet. Nächte hat die Premiere gefeiert im Kino zu Thun. Mein Kollege der Jannik Müllemann war bei der Premiere dabei von dem längsten Bond-Film von allen Zeiten und hat mit dem Betreiber des Kino Thun, mit dem Alain Marti, geredet. Nach 3 Mal verschieben ist es jetzt endlich so weit. James Bond, «Keine Zeit zu sterben», feiert die Premiere. Ihr als James Bond-Fan seid hier schon richtig aufgeregt? Aufgeregt nicht, aber natürlich extrem gefreut, dass es jetzt endlich klappt. Wie gesagt, 3 Mal verschoben worden. Es ist höchste Zeit, haben wir jetzt hier auf der grossen Leinwand. Wir freuen uns alle. Und es gibt recht Andrang. Also in 5 Vorstellungen kommen rund 700 Leute, ein bisschen gestaffelt. Was dürfen die Leute heute erwarten? Habt ihr noch etwas Spezielles vorbereitet? Also ich habe den Film selber auch noch nicht gesehen. Wir sind alle zusammen angespannt auf den Film. Es ist James Bond, das wird der längste James Bond aller Zeiten. Wir haben einen Spezialanlass zusammen mit Bond-Partner, Omega, Land Rover, Jaguar. Wir haben ein Cinedine im Saal 5, das restlos ausverkauft ist. Und wir erwarten wirklich mehrere hundert, fast 1000 Leute heute Abend hier im Rex. Und an der Bar kann man sich auch noch einen Wodka Martini schnappen. Selbstverständlich haben wir den Wodka Martini. Ihr könnt dann aber auch herauslesen, ob ihr nicht geschüttelt oder gerührt werdet. Und was mich noch wundert, ihr habt hier in der Vorschau den Nagel relativ auf den Kopf getroffen, weil mein eigener Vater hat mich gerade gestern darauf angehauen und noch gesagt, ja, James Bond, das ist etwa so der einzige Film, den wir jetzt zusammen schauen könnten. Was habt ihr das Gefühl, warum verbindet die Reihe James Bond Generationen so? Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist wirklich so, dass James Bond wirklich ein Film ist, der Generationen verbindet. Wir haben das oft so, dass der Vater mit dem Sohn oder sogar noch der Grossvater dabei ist, wo das wirklich über mehrere Generationen geht. Und die Schweiz ist ja traditionellerweise wirklich eines der allerbesten Bond-Länder weltweit, gemessen an der Bevölkerung. Und darum ist das auch für uns jedes Mal, für uns Kinobetreiber, wirklich ganz eine besondere und grosse Sache. Eine grosse und besondere Sache ist wiederum die Entdeckung in Heimberg für die Archäologen. Auf einer Baustelle hat man 2 gut erhaltene Öfen aus dem 19. Jahrhundert ausgegraben. Schon gleich müssen die alten Öfen aber dem einem Neubau weichen. Sie mit dem archäologischen Dienst auf Bern zu bringen, das ist in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Meine Kollegin Gina Krückel berichtet. Hier haben wir im Wesentlichen 2 Töpferöfen gefunden. Beide sind gebraucht worden zum Brennen von Heimberger Keramik. Beide sind etwa fast 220-jährig, also 1806 erstellt worden und gebraucht worden bis 1932. Jedenfalls einer von den beiden Öfen. Ja, da gibt es sehr viele Sachen, die uns überrascht hat. Also zum einen mal ist die Erhaltung von diesen beiden Öfen ist wirklich sensationell. Wir haben hier vom Feuerraum, der eingeführt worden ist, bis zum Brennraum, wo wir jetzt gerade drinnen stehen, wo man die Keramik aufgestapelt hat, bis zum Rauchgewölbe, wo dann der Rauch rausströmt, haben wir alles erhalten. Der zweite Ofen ist ein bisschen schlechter erhalten, aber immer noch sehr gut für archäologische Verhältnisse. Die beiden Töpferöfen werden dann abgebrochen im Rahmen des Bauprojekts, aber wir können verschiedene Teile entnehmen, Teile Bachsteine und natürlich auch
das Fundmaterial, das wir in diesen beiden Öfen gefunden haben, da haben wir zum Teil schon auf Bern überführt. Der Archäologe Jonathan Frey zu den alten Öfen zu Heimberg. Wir wiederum schauen jetzt den Himmel ganz genau an. Ob der die nächsten Tage wieder so blau ist wie heute, das erfahren wir in ein paar Momenten von unseren Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Uns gibt es den morgen Abend wieder, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ich begrüße Sie zu Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland nach einem richtig gelungenen Monatswechsel. Die Schweiz die hat sich am 1. Oktober im Bereich von einer abbauenden Hochdruckbrücke befunden. In der Nacht auf Samstag erreicht uns dann aber eine schwache Störung und die hat lokale Schauer mit im Gepäck. Der Samstagmorgen startet mit ein paar Restwolken und bereits schon meist trockenen Verhältnissen. Dann wird es immer freundlicher bei 9 Grad in Grindelwald und 11 Grad in Spiez. Am Nachmittag bleibt uns die Sonne treu. Sie hat das Zepter in der Hand, begleitet von ein paar hohen Wolkenfeldern. In den Tälern vom Oberland wird es föhnig und auf den Bergen da erwarten wir einen mässig bis in exponierten Lagen zum Teil auch einen starken Südwestwind. Temperaturen bei maximal 20 Grad um den Thuner und den Brienzersee. Dasselbe auch hier in Meiringen. 19 Grad erwarten wir hier in Grindelwald, 16 Grad in Adelboden. Also ideales Wanderwetter, das hier auf Sie wartet. Am Sonntag zeigt sich eine veränderliche Mischung aus Wolken und ein bisschen Sonne. Gegen den Abend kann es dann vom Jura her schon erste Schauer geben. Und im Oberland weht der Föhn stark bis stürmisch. Im Hasetal mit teils Böen von bis zu 100 km/h und 25 bis zu 27 Grad. Auf die neue Woche gibt es einen fatalen Temperatursturz mit noch 12 Grad. Dazu regnet es teils auch kräftig. Am Abend und in der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Ganze dann wieder ein bisschen. Und am Dienstag und Mittwoch stellt sich dann ein veränderlicher Wettercharakter ein. Erst auf den Donnerstag sollte es dann wieder richtig auftun. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Macht es gut und bis auf bald wieder.